So, hey, ciao zusammen. René hier. Ich bin wieder im alljährlichen Anlass, Race for the Rescues. In Amerika werden über 4 Millionen Hunde und Katzen eingeschläfert alle Jahre. Die meisten von denen noch mit einem halben Leben vor sich. So hoffen wir, Geld zu sammeln, für dass wir ein paar von denen helfen können. Ein grosser Unterschied an diesem Jahr ist, und zwar Miriam ist nicht hier. Sie hat kurzfristig einen Job bekommen in Hollywood und ja, müssen zupacken dort. Aber ich bin ihr Vertreter, so weit klappt es gut und bin zuversichtlich. So, 151 ist mein Nummer an. Ich bin ein bisschen weiter vorgerutscht. Letztes Jahr hatte ich über 1000 gehabt. Das Ziel ist also, $500.000 aufzutreiben. Wird dieses Jahr auch schwierig, wegen all diesen Wirbelsturmkatastrophen. Die Leute haben bereits am Limit gespendet und das merken die Organisatoren hier schon. Es sind über 150 Helfer, Freiwillige im Einsatz. Es hat 1100 Läufer am Rennen selber und 50 Aussteller, die das Ganze dann beleben. Und vielleicht sind auch noch Zahlen interessant. Also, wenn man einen gesunden Hund hat und rechnet, dass man den innerhalb 4 Wochen platzieren kann, kostet das nach wie vor $300 bis $500. Wenn der nicht ganz gesund ist, $100 sind Zahnbehandlungen. Wenn er Wurminfektionen hat, das kann auch bei $500 kosten. Hüftoperationen ist vielfach benötigt, das sind über $1000. Und darum sind diese Anlässe extrem wichtig, damit dann die Rettungsorganisationen wieder arbeiten durch das Jahr durch. Viele von den Tierheimen hier sind sogenannte Kill Shelters. Vielfach herrscht die Illusion von Familien, die zügeln, den Hund nicht mitnehmen können. Dann kommen wir bringen den so in eine Auffangstation, findet auf jeden Fall das Neueste heim. Und wenn das nicht innerhalb von Tagen passiert, wird er eingeschläfert. Und das sind sich viele nicht bewusst. Thank you all so much from the bottom of my heart for being here today. This means so much. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave. Am Anfang ist es aber ein bisschen schwierig, zum Pack rauszukommen. Aber ich habe es geschafft. Jetzt geht es los. 10 Kilometer. So, die 10 Kilometer habe ich hinter mir gebracht. Der Anlass ist voll im Laufen. Übrigens meine Zeit 53 Minuten, glaube ich. Und ja, das ist eigentlich nie säckeln, bin ich zufrieden. Zeit also, für, dass ich euch vielleicht ein bisschen vorschlagen kann, was ich mir überlegt für Nebenjobs. Merci übrigens vielmal noch für die Vorschläge. Ein paar von euch haben sich sogar Zeit genommen und mir ihre Ideen geschickt.
2 Sachen sind mir extrem wichtig. Er muss ortsunabhängig sein, also egal wo ich bin, muss ich das machen können. Und zweitens, es muss skalierbar sein. Also wenn die Nachfrage steigt, muss die zeitliche Belastung in einem gewissen Rahmen bleiben. Als erstes haben wir jetzt überlegt, es gibt doch so die alten Strandschilder. In der Schweiz habe ich das etwa schon gesehen, alte Messingschilder. Und hier sieht man das immer mehr so mit abgenutztem Holz. So «To the beach» oder «Aloha», all das Zeug. Das Zweite ist, und das habe ich zusammen mit der Köchin Katrin schon mal eigentlich fertig durchprobiert, das ist hausgemachte Gemüsebouillon. Weil ich bei meiner Ernährungsberatung immer wieder feststelle, dass Leute müde sind und nicht mögen. Und dann gibt es ein Zauberrezept und das ist ein Bouillon. Da haben wir auch schon zusammen den Namen rausgetüftelt und ich habe schon Label gemacht etc. Da wäre ich also ein bisschen parat zum Loslassen. Die dritte Möglichkeit wäre Webseiten gestalten, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe zum Beispiel für Kollegen aus der Ernährungsbranche Webseiten machen und das wäre auch etwas, was man ortsunabhängig von überall anbieten könnte. Die nächste Möglichkeit wäre, eine Übersetzungsagentur aufzutun. Übersetzungen ist ein Wachstumsmarkt. Immer mehr Anbieter können es sich nicht mehr erlauben, keine übersetzte Webseite zu haben. Die 5. Option wäre zum Beispiel Velofernfahrt anzubieten, hier in Amerika. Etwas, was sicher sehr spannend wäre zu machen. Das sind meine Möglichkeiten, die ich mir überlegt habe. Vielleicht habt ihr noch einen Vorschlag. So, jetzt habe ich doch langsam Hunger nach dem Rennen. Ich habe mir noch einen Shake mitgenommen. Dann tue ich noch ein bisschen durch den Anlass durchschlendern, bevor das Zavrum anfängt. Ob es schlussendlich gelangt hat, für die 500'000 $ zu sammeln, weiss ich noch nicht. Aber das tue ich euch dann sonst im Abspann noch verraten. Und ich verspreche, dass ich bis zur nächsten Episode mich entscheide, was ich genau als diesen Nebenjob anpacken will. Und was mich jetzt brennend interessiert, ist, euch zu fragen, wenn jetzt Geld keine Rolle würde spielen, was würdet ihr am liebsten machen? Habt ihr einen Herzenstraum, den ihr dann umsetzen würdet? Braucht doch dazu unten eine Kommentarfunktion. Und ich bin gespannt auf deinen Lebenstraum. Dann wie immer am Schluss danke ich noch für die Likes. Ich habe immer Freude. Für alle Kommentare. Stellt mich auf. Oder die noch nicht haben, abonnieren auf YouTube. Kommt ihr immer am schnellsten mit, wenn ich etwas Neues oben habe. Und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Also, tschüss. Música